went to Vienna to meet the leader of the Soviet Union, Mr. Khrushchev. For 2 days, we met in sober, intensive conversation. Mr. Khrushchev and I had a very full and frank exchange of views on the major issues that now divide our two countries. I wanted to present our views to him directly, precisely, realistically, and with an opportunity for discussion and clarification. This was done. Both sides endorsed the concept of a neutral and independent Laos, much in the manner of Burma or Cambodia. And of critical importance to the current conference on Laos in Geneva, both sides recognized the importance of an effective ceasefire. In short, our hopes for an end to nuclear tests, for an end to the spread of nuclear weapons, and for some slowing down of the arms race have been struck a serious blow. But our most somber talks were on the subject of Germany and Berlin. I made it clear to Mr. Khrushchev that the security of Western Europe, and therefore our own security, are deeply involved in our presence and our access rights to West Berlin. But those rights are based on law, not on sufferance, and that we are determined to maintain those rights at any risk, and thus meet our obligation to the people of West Berlin and their right to choose their own future. I will tell you now that it was a very sober 2 days. There was no discourtesy, no loss of tempers, no threats or ultimatums by either side. No advantage or concession was either gained or given. No major decision was either planned or taken. No spectacular progress was either achieved or pretended.
17 Uhr, 3. Juni 1961. Am Wiener Südostbahnhof kommt Ministerpräsident Chruschtschow, begleitet von Gattin und Tochter an. Auf österreichischem Boden heißt ihn der Bundespräsident im Namen aller Österreicher herzlich willkommen. Aber Dr. Scherf ist der inoffizielle Sprecher der ganzen Welt, die das Treffen der mächtigsten Männer des Erdballs mit ihren Hoffnungen und Wünschen begleitet. 10:40 Uhr, 4. Juni 1961. Am Flughafen Schwechat ist das Sonderflugzeug des amerikanischen Präsidenten Kennedy gelandet. Das Wetter ist regnerisch und die Stimmung aber freundlich. Der Bundespräsident und die Mitglieder der Regierung begrüßen den schlanken jungen Präsidenten. Auf der ganzen Welt gibt es großes Rätselraten um die Wiener Zusammenkunft und ihre möglichen Folgen. Politische Astrologen und Horoskopsteller rätseln und orakeln. Und doch liegt die Bedeutung dieses Ereignisses schon allein darin, dass die Mächtigsten der Welt zusammenkommen, um miteinander zu reden. Und dass sie das in Wien tun, hat starke Symbolkraft und lässt nicht nur in den Österreichern Hoffnungen aufkeimen. Hinter diesen Fenstern und nicht zu diesen Fenstern hinaus sprechen die beiden mächtigsten Männer der Welt über die großen Probleme. Ost und West begegnen sich in einer freundlichen, geselligen, wienerischen Atmosphäre. Im Kreuzfeuer der Pressefotografen zeigen sich Chruschtschow und Kennedy mit ihren Frauen als liebenswürdige Gäste Österreichs. Mrs. Kennedy, selbst eine passionierte Reiterin, weiß die Leistungen der berühmten Lipizzaner-Hengste der spanischen Reitschule zu schätzen. Frau Dr. Martha Kürle, die Tochter des Bundespräsidenten, empfängt Frau Chruschtschow und Frau Kennedy bei einem Damenmittagessen im Palais Pallavicini. Und dann sind die Blitzbesuche zu Ende. Auf dem Schwechater Flugplatz verabschiedet sich Präsident Kennedy vom österreichischen Bundespräsidenten und vom österreichischen Volk. 21 Jahre, sagt er, sind zwischen meinen beiden Besuchen in dieser Stadt gelegen. Ich hoffe, dass es bis zu meinem nächsten Besuch nicht so lange dauern wird. Ich war sehr bemüht, in dieses Land, in diese Stadt zu kommen, weil die Erfahrungen dieses Landes zeigen, wie es möglich ist, Probleme, die gelöst werden müssen, zu lösen. In solcher Art, dass das Volk, das davon betroffen wird, geschützt werden kann. To this city and to this country, because the experience of this country demonstrated how it was possible for problems to be solved in such a way that the interests of the people concerned could be protected. And therefore I thought it most appropriate that we meet in this city. I want to again express my thanks. Ich habe in dieser Stadt nicht nur Mr. Chruschtschow hören können, sondern auch Wiener Melodie. I had not only the opportunity to see Mr. Khrushchev, the members of your government, but also to hear played the Tales of the Vienna Woods, so that it's been a very pleasant trip. And unlike Marie Antoinette, I came from Versailles to Schönbrunn. Thank you. Wenig später verabschiedet sich auch Ministerpräsident Chruschtschow. Er sagt: Gestatten Sie mir, Herr Bundespräsident, unseren aufrichtigen Dank für die Gastfreundschaft auszusprechen. Man kann mit Befriedigung feststellen, dass das internationale Ansehen des neutralen Österreich von Jahr zu Jahr wächst und seine Hauptstadt immer öfter nicht nur zur Stätte für Zusammenkünfte von Wissenschaftlern, Diplomaten und Journalisten gewählt wird, sondern auch für die Zusammenkünfte der Staatsmänner. Was hat das große Gipfeltreffen gebracht? Viele Vermutungen werden angestellt, die Prophezeiungen über die Zukunft sind zahlreich.
Sicher ist, dass die Gespräche der beiden Großen in Wien für die internationale Entspannung nützlich waren. Was wir Österreicher dazu tun konnten, das Khrushchev revived old Soviet complaints. Kennedy probed for new approaches to peace.
time when both sides possess weapons of mutual destruction and annihilation, I think it's also valuable that there should be understanding and communication and a firm realization of what we believe. So I go to Mr. Khrushchev in Indiana. And I carry with me a message which is written on one of our statues by a distinguished and vigorous New Englander, William Lloyd Garrison. I am in earnest. I will not equivocate. I will not excuse. I will not retreat a single inch, and I will be heard. But they reached no agreement at their first summit meeting.